Goedemorgen. Es war eine gute Freude, hier von deze morgens voor jullie te zijn, Gott zijn woord jullie ver te brengen. En besonders is het een Freude, wanneer Gott zijn woord kan verbrengen. Weet je, dat wordt gestern eine grote Freude zijn, wanneer einer soll wat verbrengen van einem zelfs. Dat einer soll jullie rood geven en wijzen wat te leven en wat te doen im Leben en zo weiter. Maar dat is allemaal goed, dat wanneer we Gott zijn woord verbringen, wanneer we een boodschap verbringen, dan dat we kan Gott zijn woord brengen. De Bibel. Want we kan de Bibel nemen en zeggen, dat is wat Gott zijn dat. Dat is wat Gott zijn woord zijn dat. Dat is wat wichtig is en wat een vormerken dat. En dat hat mij ook veranderd van deze morgens war. Dat ik kan Gott zijn woord predigen. En wanneer je in je bulletin gekeken, dan heb je vielleicht al gemerkt, den Thema, den ik me gewählt habe von deze morgens, dat is, wou nicht in de Versägung te vallen. Wou nicht in de Versägung te vallen. En ik wil het niet meer aan ze hieren, is van ik die antwoord daarop heb, over de Bibel heb. We worden alle versucht, op verschillende steden, en ik wil me weer te zeggen, jede dag in ons leven, waar we versucht, een weg of op een andere weg, waar we versucht. En we kunnen een goed Beispiel nemen van Jezus zijn leven. Sogar Jezus zelfs, Gott zijn zin, als hij ihnen geschickt, wir am Wort auch versucht. Am Wort sei versucht, heißt es wie. Und ich habe den Text gewählt uit Galater 4, Vers 16, wo eine gute Antwort ist, wo zu leben, um nicht in der Versägung zu fallen. Paulus sagt in Galater 4, Vers 16, ich sage Ihnen so, wandelt im Geist, dann wollt ihr dort nicht tun, wo nur das Fleisch gelasten wird. Also im Geist wandeln, laat den regieren in ons leven. En ik dacht mir, ik wil de Geschichte lesen von wo Jesus versagt wird in der Wüste. Damit will ich ans Matthäus Kapitel 4 von Vers 1 bis Vers 11 lesen am Anfang, dann werden wir von da wieder gehen. Es sagt, da wird Jesus vom Geist in der Wildnis gebracht, um durch von bösen Feind versucht zu werden. Und als hij 40 Tage nach en dag gefasst hat, Hunger am, dann kam der Versäger und sagte ihm, wenn du Gott sein Sehen bist, dann dir bei diese Steine dort Brot worden. Jesus beantwortet, dort steht geschrieben, der Mensch hat nicht bloß vom Brot, aber von alle wir, die Gott geredet hat. Oder der Mensch lebt nicht bloß vom Brot, aber von all der wir, was Gott geredet hat. Dann nahm der böse Feind an in der heilige Stadt an und stellt an ab den Tempelspitz. Und sagte ihm, wenn du Gott sein Sehen bist, dann spring rauf, weil es dort steht geschrieben, er wird seine Engel Befehl über die geben, und die werden die ab der Hänge tragen, dass du nicht der Feit an einen Stein steiten wirst. Und Jesus sagt weiter, Jesus sagt zu ihm, dort steht geschrieben, du sollst Gott, den Herrn, nicht versägen. Dann nahm der Sohn am Vater mit sich ab den höheren Boy ab und weist ihm alle Königreichs in ihrer Pracht ab der Erde. Und sagt zu ihm, das will ich dir alle geben, wenn du die für mich beten und mich anbeten wirst. Dann sagt Jesus zu ihm, wach mit dir, Sohn, weil es dort steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten, in einzig Arm deinen. Hier schickt Jesus so tun wach. Jesus sagt am wach mit die so tun. Und Vers 11 sagt, dann verleiht er bei sie Feind Arm, und der Engel kämen am deinen. Der deinen Arm an. Und das wird die Zeit, wo Jesus in der Wüste war, wo er am ganz schwachsten war in seinem Leben. Für 40 Tage hat er nicht gegessen. Und er muss kämpfen für 40 Tage, Tag und Nacht. Uneten han er eens wat. Und da wird er mit dem ganz Schwachsten. Und da sagt der Feind, die wieder auch mit an. Und der versagt am, auf verschiedene Stellen. Verschiedene Wege auch. Und wir können sein, dass Jesus hier sich hat gegen diese Versägung gegen den Feind. Und warum? Weil er braucht einmal Gott sein Wort. Also das steht geschrieben. Wenn einmal der Feind mit was ankommt, der Feind, der braucht auch Gott sein Wort.
Über Jesus steht auch, Jesus hat einmal das steht geschrieben, so und so. Und das ist, worum er sich hat. Er hat einmal das steht geschrieben. Er braucht Gott sein Wort. Und dann sagt er, dass Jesus am Weichschrecken deed, auf der Farge, oder der 10. Farge, dann verleiht der Feind an. Aber, als der Feind am verloten deed, der verleiht am gleich für einmal. Bloß für eine kurze Zeit, für eine Zeit. Lukas 4, Vers 13, da sagt er, als der böse Feind mit all seinen Versägungen durch wir, verleiht er am, bis der nächste Gelegenheit. Das glaube ich, soll wir merken, was das hier sein wird, dass er verleiht Jesus bis der nächste Gelegenheit. Und wir können Jesus nehmen als ein Beispiel. Jesus hat uns ein Beispiel gelassen, wo wir leben können, dass wir auch gleich so leben können als heute und wo wir uns können beschützen, jeden bösen Feind, jeden dort, was er uns mit versegnet hat. Und ich weiß nicht, was das mit tun hat, aber ich weiß, ich habe viel erfahren, wenn ich in eine Versicherung fallen, wenn ich dann noch für die Zeit sicher, wenn ich im Gebet gehen, oder was einmal Gott sein Wort lesen, dann spätestens das so für eine Zeit lang, dann hat einer Sieg da. Dann hat einer nicht die Versicherung für eine Zeit lang, aber dann direkt gut lange kommt der Feind weiter mit was anderes an. Weil der sagt immer noch eine Gelegenheit. Der Feind, der sagt eine Gelegenheit, wo er uns kann versichern, wenn er das mal nicht haben könnte, vielleicht wird er das nächste Mal mit was anderes. Und so sagt er, dass wir wollen, wo sind, wo wir wollen vielleicht nicht vorsichtig gewesen sein, dann kommt der Feind mit was an und probiert uns zu geben. Und wenn wir da nicht rein sind, wenn wir uns Schild dann haben raufgelassen nicht rein sind für dort, dann wollen wir in die Versicherung fallen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir immer Gott sein Wort rein haben in uns Hort, dass wir uns beschützen können. Und so, glaube ich, jetzt würde ich mir werden zu sein, in jedem einen Jahr auf verschiedene Wege. Der Chef sagt, wir wollen alle versagt worden und sind versagt auf verschiedene Wege. Und wenn wir trägen Matthäus das erste Vers, wo das anfängt, das zieht sich jetzt so, das fängt hier von wo an, das darf dem nicht ganz am Anfang, das sagt, dann wird Jesus vom Jäst in der Wildnis gebracht und wird vom bösen Feind versagt. Und dann fragen wir vielleicht dann, wann das sagt, dann wird Jesus vom Jäst in der Wildnis gebracht. Wenn wir dann trägen und wenn wir der andere Beker hat diese Geschichte auch geschrieben, wenn wir das lesen in Markus Kapitel 1, Vers 9 anfangen, dass du kannst lesen, von wann das passieren wird, was Jesus in der Wildnis gebracht wird und dort versagt wird. In Markus Kapitel 1, Vers 9, wenn wir da anfangen und ein paar Versen lesen, das sagt, und dort kam so rum, dass Jesus in der Zeit von Nazareth nach Galiläa kam, in sich von Johannes im Jordan deipen leid. Und sobald als er uit das Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel aufmüg und dass der Jesus sich so aus einer Düwe auf arm sah. Und eine Stimme vom Himmel sagt, du bist mein Sohn, dem ich gut sehe, also dem er wirklich lieb hat. Er sagt, du bist mein Sohn, mit diesem sei er zufrieden. Dit hier Jesus selbst vom Himmel von seinem Vater sein. Und dann sagt er in Vers 12, und kurz darauf bedwang Jesus arme Rüd in der Wildnis zu gehen. Und er wieder 40 Tage in der Wildnis mangte Tieren und ward vom Satan versagt. Und dann ist es stark wieder, dass er versagt wird und er sich hat über all diese Versicherung und sagt, dann kam der Engel und bedient den Arm. So wir können hier in Jesus, als er geschreit wird für seinen Dienst hier auf Erden, für dort, wo er geschickt wird zu tun, wird er erst gedeibt und er wird mit den Heiligen Geist gefällt, der Geist kommt über ihm, dann wird ein Arm in die Wüste gebracht und da wird ein versagt, aufgeprüft, für 40 Tage von den Feind. So wir können hier, dass Jesus, der muss auch leiden. Gleich so, ich kann du oftmals leiden machen in den Versicherungen. Aber Jesus muss auch von den Heiligen Geist gefällt sein und gelehrt sein. Dass er kann sich an jeden Feind. Vielleicht denken wir so, na, das wird Jesus, das ist anders. Er wird anders als wir. Aber weißt du was, die Schwester? Jesus wird geboren als Mensch. Jesus wird geboren und er wird Mensch, gleich so als ich und du sind. Und er muss gleich so uitholen, als wie man uitholen. Er wird Jesus, aber er wird nicht Gott hier in dieser Zeit. Er wird geboren als ein Mensch. Und er muss gegen den Feind kämpfen, gleich so als ich und du machen. Hebräer 2, zweite Kapitel in Vers 17 sagt, dass es steht,
Deswegen muss er in alles so werden als seine Brüder, also die Juden. Er sagt, er muss in alles so werden als seine Brüder, dass er voran in seinen Dienst für Gott ein treuer und erbarmender hoher Priester sein kann, in der Sünden von den Menschen wahrnehmen. Dort habe ich gekommen, aber er muss so werden, als wir so als wir sind, in alle Wege. Er wird versagt und er wird Christus erkennen du. Er wird so als Mensch. Er wird in Mensch. In Philippa sagt Paulus, es steht, das 2. Kapitel, Vers 7, er sagt, er tragt sich dort so als Gott seinen uit, also er wie Gott, aber er tragt sich dort uit und nimmt einen Gestalt an als ein Knecht und wird dadurch so als wie Menschen, geboren als ein Mensch. Das kann wahr sein, er wird so als ich und du. Er wird hier wirklich, er wird hier ein Mensch. Und er kann mit uns mitfeilen. Er kann klar mitfeilen mit uns, wenn wir in der Versägung fallen down, wenn wir versägt wurden in verschiedenen Städten und so weiter. Christus wird er versagt, in alles sagt dort. Und Jesus, wie Christus ich und du, er hat Christus eine Feilung, als ich und du haben. Jesus hungert. Er wird Mensch, er am hungert. Christus ich und du, wenn uns fehlt, dann fehlt uns an Eten. Und hier zu dieser Zeit, wo er versagt wird, wird er hungrig. Und das, wo der Fiend am Abend als er am schwachsten wird, als er hungrig wird. Als er schwach wird, dann fit ich der nicht eten. Ich weiß nicht, als Simon hat so lange nicht gegessen, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, wo schwach er wird wirklich gewesen sein als Mensch. Aber ich kann mich vorstellen, dass er wird wirklich schwach gewesen sein. Dann fit ich der nicht eten. Und so, er kann mitfallen, wenn wir nicht gegessen haben, dann war wir schwach. Wenn wir nicht eten tun. Und er kann sich dort mit alles mitfallen. Er hat einen Temper, er wird dull zu tiden. Und er hat dort mitfallen mit dem, was er leiden tun. Er ruht mit anderen mit, er hielt mit anderen mit, was du müssen uitholen von verschiedene Sachen. In Johannes 11, Vers 35 sagt er, dass er hielt mit Maria und als Lazarus gestorben wird, als die Trüren über sein Leben, die Menschen, die gingen den Schlag, die werden Rahmen, die hielten. Aber even though Jesus wusste, dass er würde vom Tod abwachen, aber er fiel mit ihm, weil es in den Schlag ging. Sie hatten viel Life für Lazarus. Und dann rohrt er mit an, er von dort abwachen, rohrt er mit an, weil er kann mitfeilen mit ihm. Also Jesus wird Christus wie sein. Er kann feilen, Christus andere feilen down. In alle Sachen können er mitfeilen. Hebräer 4, Vers 15 sagt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfeilen kann, aber einen, der in alles Christus versagt wird, als wir sind, über ohne zu sündigen. Ich kijk eens mal deze video, wo er sagt hat, der in alles Christus versagt wird, als wir. In alles wird er versagt, so als wir, über ohne zu sündigen. Und ich dachte auch, dass ich an diese Botschaft schaffen, dann dachte ich so, wenn Jesus nu wird in der Versägung gefallen, was wird passiert sein? Dann würde er nicht in eine Erfahrung gehen, was der Schrift sagt, dass Jesus wie das fehlerlose Lamm, was geschickt wird, unsere Sünden wegzunehmen. Das braucht ein fehlerloses Lamm, uns zu raten. Das kann nur das tun, was fehlerlos wird. Und Gott sei Dank, dass Jesus die Kraft hat, dass er kann gegen den Feind kämpfen und nicht in die Versägung fallen. Dass er dort fehlerlose Lamm kann sein für uns zu raten. Und dachte an, aber wenn er nicht hat könnt, gegen den Feind kämpfen, dann wird er nicht das fehlerlose Lamm gewesen. Aber er wird, das sagt, er wird versuchen, alle Wesen wie über uns zu sündigen. Und er wird das fehlerlose Lamm. 1. Petrus 1, Vers 19 sagt, über er betont, dort verjühnt mit Christus sein Blut in Leben, dort Gottes Lamm. Und dort keine Sinn oder eingeschränkt wird. Also in ihm wird keine Sinn zu finden. Er wird das reine, fehlerlose Lamm, was er für uns sterben, für unsere Sünden betonen.
Und das Jesus, den haben wir als ein Vorbild. Er hat von Beispielen gelassen, wo wir können leben, wo wir können von jedem finden und sichern in das Leben hier, wo wir dann durchgehen. Dann. 1. Petrus 2, Vers 21 sagt, dit is wat Gott junt beroepen heeft, wils Christus ook voor junt geleden heeft, en junt daaraan een voorbeeld gelaten, dat die in zijn voetstappen gaan zullen. Also, wat zijn zijn voetstappen? Wir können in seine Fußstapfen gehen, dort haben wir uns berufen, dass wir können Jesus vor uns haben und sein, was er getan hat und wo er hat gelitten und wo er gelebt hat, wo er sich gehabt. Und wir müssen wirklich angedacht sein und checken, dass wir können nur in seine Fußspuren gehen und so leben, als er gelebt hat. Wir wollen nicht fehlerlos sein und wir sind auch nicht fehlerlos, aber wir haben Jesus Christus, was der Schuld betont hat, für uns, wenn wir auch in den Sinn angeroden deiden. Aber wo können wir das tun? Jeden Tag zu leben, in sich zu haben ans Leben. Römer 13, Vers 14 sagt es dort, lass dem Herrn Jesus Christus ganz die Kontrolle über ihn haben. Und seht nicht nur eine Gelegenheit, das Fleisch den Willen zu lassen. King James und Martin Luther, die das Vers ein bisschen anders ausleihen, gleich dort auch hat gesagt, wir sollen uns den Herrn Jesus Christus antragen. Tragen den Herrn Jesus Christus an. Und wir sollen uns nicht vor Proben fertigstellen, für uns recht zu merken, wo unsere Last uns versägen wird. Dort recht zu merken, dort auch. Über Weichgrund von Sound. Und wenn wir uns für was versorgen tun, für was uns Fleisch gelasten wird, versorgt es, dann wollen wir viel an fallen tun. Ich dachte an, mir vertellen wer von einer, was der Trouble hat, was gebunden wird, unter Tabak, unter Schmecken. Und er wollte losfahren und er wollte abhören mit Schmecken und er hat ein Stück nicht geschmeckt, aber er wirkt sich das nicht ganz unzugehören weiterzufahren. Er versagt sein Körper doch, was recht zu merken, dass wann das einmal so sein, dass er das nicht kann uitholen, dann hat er nach seinen Zigarren da. So er hat ein paar Zigarren in seine Fupp und nimmt das mit. Wann er das einmal nicht getan, dann hat er das recht da. Und das wird das Erfahrung sein, das was wir nicht sollen tun. Nicht versorgen für uns Körper, versorgen, wo der Körper nur segnen wird. Und wenn wir merken, dass das ist so viel leichter, bloß dann zu nehmen und dann in die Gefahren fallen. Und so würde es sein mit alles, mit was immer. Vielleicht, wenn wir im Geschäft angehen, wir haben wie alle erfahren hätten, gemerkt, wenn wir in der Geschäft angehen, da sind Magazin-Racks, wo wir vielleicht nicht sehr viele Magazins sind, viele Bücher sind, wo wir liebsten nicht so nur kicken, aber dann vielleicht dann wären wir uns da bis vorbei zu gehen und dann keep it checken. Weil das ist Versorgen für uns Körper, wo das noch lasten wird. Wo das Verlangen noch haben. Dann sollen wir lieber einen anderen Weg rumgehen, wenn wir auch wissen, was da was sein und was da was für unsere Übungen sind. Und wir wurden auf verschiedene Wege versorgt. Und einmal dann glauben wir vielleicht sogar, dass echt dann der ganz Einzige, was leiden wird unter diese Dinge. Und unter diese Versicherungen. Sind die ganz Einzige, was unter das leiden wird. Aber Paulus sagt zu den Korinther, in 1. Korinther 10, Vers 13, so steht, er sagt, aber nu haben wir noch Menschen bekannte Versicherungen getroffen. Also das sind Versicherungen, die ganz bekannt sind zu allen Menschen. Was alle haben muss unter leiden. Gott ist treu. Und er wird dort nicht zulassen, dass die schwanger versorgt wurden, als die Kraft haben. Also Gott wird versorgen. Er wird für einen Weg sorgen, aus der Versicherung rauszukommen, sodass die dort vertrauen können. Das ist eine sehr trostvolle Frage, wenn wir dann nehmen und gucken, was Gott für uns versorgt hat. Dass wenn wir auch versorgt wurden, wir wurden versorgt worden, aber er wird nicht zulassen, dass wir schwanger wurden versorgt worden, als wir können uitholen. Er sagt, er wird einen Weg versorgen, dass wir da raus kommen. Aber die Bibel sagt nicht, dass er wird die Versicherung wegnehmen. Das ist nicht, was er sagen wird. Er sagt, in der Versicherung,
wat hij een baag ruim voor ons dat we dat kunnen uithouden. Wir würden vielleicht sagen, das würde viel besser sein, wenn er die Versicherung wahrnimmt von uns. Dass wir nicht wollen versorgt werden, aber das ist nicht, was der Schrift sein wird. Aber Gott sei Dank, dass er merken Bacherei, dass wir nicht wollen schwanger versorgt werden, als wir können uithouden. Und dann müssen wir denken, dass sogar Jesus seine Versicherung wie nicht wahrgenommen. Am Wort versagt. Auf verschiedene Wege. Hier in Matthäus 4, wo ich von lesen, da redet von 3 besondere Dinge, wo er in Versagt wir worden. Erste seht dass wir mit eten. Als er eine Schwachheit wird, dann wird er mit eten. Wird er versagt. Aber er sieht, dort steht geschrieben, der Mensch, der lebt nicht bloß von Brot, aber von alle wir, die Gott geredet hat. Also alles, was Gott gesagt hat, dort soll uns Leben sein, dort soll unsere Kraft sein. Nicht bloß denken und eten, uns körperlich zu fordern, aber Gott sein Wort zu nehmen. Matthäus 6, Vers 33 sagt, dass sagt das erste und Gott sein Recht in seine Gerechtigkeit, da waren alle Dinge, die uns fehlen, was er uns soll tun. Aber dann müssen wir erst nur arm segnen in seine Gerechtigkeit. Das, was die Hauptsache ist. Und Nummer 2 versagte Arm mit, er soll sich von das Gebiet, wo er am Nabbringen und von der Boven soll er sich aufschmieden, dass er nicht würde sie kielen, man er würde drauffallen. Er sagt, er würde die Engel die beiden, dass er am würden hauen, dass er sich nicht würde schlagen. Und das würde auch vielleicht auch, das würde, wo er wirklich Trouble mit hat, dass er muss kämpfen gegen das. Er sagt, du sollst Gott, den Herrn, nicht versägen. Oftmals dann ist es vielleicht, haben Menschen verlangen, Gott zu versägen sein. Wo wird er mich beschützen? Wo er sagt, von dir wahrscheinlich vorgeben, dann nicht Gott aufproben. Nicht oft proben, sondern es wird die raten. Und auch mit Habengeld, das reden wird mit Reichtum, mit Habengeld. Er sagt zu den Feinden zu Jesus, dass er brach ihm hoch auf den Boden ab und dann kann er kicken, was er alle Ewa anwirft, was er Ram anwirft. Und er sagt, das will ich dir alle geben. Alles, was du hier sein kannst, von hier, wo du bist, da will ich dir alle geben, wenn du mich wirst. Und du wirst Hand hinein und mich wirst anbeten. Da will ich dir das geben. Aber dann sagt das war das steht geschrieben. Einmal war das steht geschrieben, du sollst Gott, den Herrn, anbeten, und einzig arm deinen. Das kann anbeten, aus arm. Und dann wird der Titus, wo Jesus tut und Weichschrecken deut. Und er verleiht von arm, von der Tit. Also Jesus sagt, weich von mir, so tun. Das steht geschrieben, du sollst Gott den Herrn anbeten, und einzig arm. Und wir haben uns zum Glück nicht fortlebig, wo wir wollen andere Dinge lieber anbeten, als Jesus selbst, als Gott anbeten. Wir dein Dinge, was wir zu sein stehen, was wir damals haben, und wir haben ein Verlangen, die Dinge zu haben, Reichtum zu haben, all das Schmucke, was die Welt unterbeiden hat. Da haben wir vielleicht auch ein Verlangen nur, und da steht nur Gott. Aber wenn wir Gott sein Wort wollen brücken, dann wollen wir auch kein sein, dass Jesus sagt, weich von mir. Feind, das steht geschrieben, und dort steht geschrieben. Und was immer, wir können uns wehren, mit Gott sein Wort gegen den Feind. Und noch ein Ding, was wir brauchen können, als ein von der Geschirr, was Gott uns hat reingemerkt, was wir in der Bibel haben, und auf Häuser saß, was wir brauchen können, gegen den Feind zu kämpfen. Und das ist das Wort, gleich das, was Jesus selbst brücken hat, Gott sein Wort. Auf Häuser saß, Vers 17, sagt er, jene Radung saat jün ab aus ein Haut. Gleich, dass wir uns ein Haut absaaten, und so sollen wir uns unsere Radung absaaten. Und Gott sein Wort aus ein Schwert, dort er jes jün jaft. Also, das Schwert, das Wort, Gott sein Wort, dort ist mächtig, dort ist voll Kraft, dort kann jeden Feind kämpfen. Und das, was wir auch können, dort sollen wir uns absaaten aus dem Haut, dort wir können reit sein, wann der Feind kämpft, dort wir können uns mit Gott sein Wort wehren. Gleich das ich dachte an der König David in der Bibel, wo er sich wehren, der jeden Feind, er sagt in Psalm
Kapitel 119, Vers 11, hij zegt, ik hul dien woord im Hort, dat ik niet jen die zinnen war. Also hij zegt, dien woord brok ik had het in mijn Hort. Ik neem aan dat hij dat vielleicht zien wird im Denken houden, heeft hij gememorized. Dat hij dat woord allemaal rijden had, wanneer die Fiend wordt komen, dan kan hij zich uit zijn Hort dat woord nemen en zich wehren jen den Fiend. Dat hij niet wordt zinnen. Hij zegt, dat ik erop, dat ik niet zinnen war, jen die. Hij had een bijzondere ervaring, waar hij te einer tijd zijn Fleisch de Wellen leidt en hij valt in een grote zin aan. Und das ist die Geschichte gleich alle bekannt in 2 Samuel Kapitel 11, da haben wir die Geschichte, wo der König David zu einer Zeit thuis bleiben deed. Hij soll im Krieg sein mit seinen Mitmenschen, wo der König immer wieder, die wären zu der Zeit im Krieg gegangen. Und hij soll auch mit sein allgemein, wie er auch mit, wie der König mit Entaupen, der Kriegen, die in Feind. Aber hier wird eine Zeit, ein Tag, wo er sich wählen, da thuis zu bleiben. Er will sich thuis zu bleiben in dieser Zeit, in Antwort versagt, und er fällt in der Versacht nein. Und da wird ein großer, schwerer Fall darauf. Das heißt, er wird ein Tag, als er thuis wird, ein Jenke ab dem Tag, und dann kann er von ab dem Tag nach der Nobel stecken, und da sagt er einmal eine Freude, die sich zu Boden. Und er lässt sein Fleisch der Wellen und seine Gedanken, die nun Überhand, und nimmt sich der Früh und versündigt jeden Gott mit dort. Und dort wird wenigstens, er lässt sich nicht von den Heiligen Geist leiden und führen zu der Zeit. Er lässt sein Fleisch Überhand nehmen. Und kriegst du da wie, wenn wir uns Fleisch tachloten tun, uns Fleisch wird Überhand nehmen, dann können wir nicht kämpfen gegen den Feind, gegen dort, wo wir versagt werden. Ja. Es ist sehr wichtig, dass wir die Heilige Schrift in uns haben und dass wir die Brücken tun, haben uns wehren. Das haben wir in der Vergangenheit in verschiedene Menschen in der Bibel, da haben uns tun und sogar Jesus. Er sagt einmal, das steht geschrieben. Er sagt, was nicht, ich will auch nicht, das Wort einmal, das ist eine Sinn, aber er brückt Gott sein Wort und sagt, das steht geschrieben. Kriegst du nicht, habe ich dort. Wir können nicht gegen den Feind, gegen die Versicherung gehen, wenn wir nicht Gott sein Kraft brücken tun und gefällt sind und gelehrt sind von den Heiligen Geist. Und dann Frauen vielleicht, wo können wir dann sich haben, kriegst du Rutz mit Gott sein Wort. Matthäus 26, Vers 41, sagt Jesus zu seinen Jüngern aus, er am Garten, wenn wir das heute beten, er sagt, er werkt in Bet, dort die nicht in der Versicherung fallen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ist das nicht auch so? Uns einmal will wir hier, der Geist in uns, der will, wir können das feilen. Ich will, aber das Fleisch ist schwach. Fleischlich sei wie schwach. Du brauchst wie, dass wir werken und beten tun. Jesus sagt, werkt und bet. Du will ich mir diese Vers in Galater 4, Vers 16 auch. Ich sage Ihnen so, wandelt im Geist, dann wollt ihr dort nicht tun, wo nur das Fleisch gelasten wird. Wenn wir uns loten von den Heiligen Geist leiden, dann wollen wir das nicht tun, wo das Fleisch nur gelasten wird. Und da sind viele verschiedene Dinge, wo wir versagt wurden. Und ja. Als ich das studiere, dann komme ich eine Stadt, wie wir einer hat einen Survey getan und der redet 9 verschiedene Dinge ab, was die Menschen besonders versagt wurden, wo die Leiden tun. Und dat wir in dieser erste Rede ab, dass wir direkt tun. Menschen haben Verlangen, recht zu sein, recht zu werden. Und wenn ein Mensch will recht sein, er braucht viel Zeit, was er dann spenden wird, recht zu werden, dahin zu kommen, wo er hin will. Dann hat er gleich Zeit, sich Gott übergeben und Gott nur zu folgen, und Gott sein Wort studieren, all das bleibt dann hängen, bloß recht zu werden. Und das ist von der Karte Zeit hier. Also dort wird eines, wo viele Menschen sehr mit Problemen haben. Oder Nummer 2, da wird der Pride, Hochmütigkeit, sich stolz anzustellen, sich wem proben zu sein, was sie wirklich nicht sind, aber bloß Hochmüt. Das wird auch eins. Oder er sagt Aufgangs. Aufgangs, ich glaube, viele Menschen, die haben dort Trouble mit aufganstig sein. Dort wollen haben, was der Nächste hat. Den aufganstig zu sein. Oder sogar Fühlkrankheit, Fühlsein. Das ist sogar in der Bibel, das ist auch gegen Gott. Fühl zu sein. Und dann wird der dull werden, leicht dull werden. Wenn nicht alle Dinge kriegst zu gehen, dass wir das wollen haben, dann wollen wir leicht dull. Und dann lassen wir dort Überhand nehmen in uns, in Bitternis. Bitter sein gegen den Nächsten.
Oder eines sagt auch so, dass wir die Bibelschrift von Frieden und Süden, über Eten, Modehan von bloß Eten, sei Eten in Interprete feststellen mit Frieden und Süden. Und dort ist sogar, das ist auch eine Sinn, das ist auch gegen Gott. Und ich glaube, von dieser sind vielleicht lange nicht alle, wo wir Trouble mit haben, aber eine von diesen trifft uns vielleicht. Der nächste wird Legen. Einmal gemerkt, dass einige Menschen, die haben kein Trouble mit Legen. Die leben, oh, das ist ein kleine Leih, ich sag mal, kleine Leih ist, das wird gleich was schulden. Und dann haben sie kein Trouble mit Legen. Wenn das die Probe kommt, der ist fort, dann, oder haben sie kein Problem, bloß das wird was verlegen. Schwimmproben zu verlegen und sind losfahren. Aber der Fallen da ab, der Chef sagt, dann wird der Lehen, in der Offenbarung sagt, der wird nicht ein Teil haben an das Himmelreich. Sehr wichtig, wie die Wahrheit bleiben, nicht zu lehen. Und dort kann ein Mensch sich anwenden. Und ich kann so eine Menschen, die haben das so angewandt, die haben kein Trouble, die verlegen, eins Wort, sehr hastig. Die haben kein Trouble, aber hastig mit Lehen abkommen. Dann Nummer 9, das vielleicht das ganz Schwierigste von daher. Ich weiß, das ist kein Sinn, was da vielleicht rate als der nächste. Eine Sinn ist so wichtig als der nächste Sinn. Aber das ist nicht alle überein beschrieben von verschiedenen Sünden. Nummer 9, der ist von Hürerie. Auch in das Leben führen. Das ist auch eine sehr große Sinn, das ist sehr gegen Gott. In der Schrift sagt, was wir sollen tun in diesen Hinsichten. Besonders von der Hürerie, wenn wir versorgt worden mit dieser Sache. 1. Korinther 6, Vers 18 sagt, ran weich von aller Hürerie. Von dieser Sache sagt er, wir sollen weich ran. Nicht bloß uns weich drehen oder weich gehen, oder sagt sogar ran, der Fuß davon. Nicht in dich bleiben. Das kriegst du mit dem, was ich sage, was sie nicht sogar in dich haben, dann ist es dich haben sie den Mind changen. Und wenn wir dich bleiben tun, wie so eine Sache ist das, dann habe ich erst das Verlangen da, uns Mind zu changen, wenn wir auch haben, vielleicht sicher halt einmal, aber dann drehen wir uns vielleicht 3 Jahre da haben. Deswegen ist es so nötig, dass wir weich ran von das. Und das sage ich nicht bloß von der Hürerie, ich sage ran weich von aller Hürerie, alle Sünden, die ein Mensch steht, sind büter seine Körper. Das sage ich, alle Sünden, die ein Mensch steht, sind büter seine Körper. Wer über Hürerie trifft, sündigt an seinen eigenen Körper. Also, wenn wir Hürerie treiben, dann sind wir gehen an seinen Körper. Dann sagt er in Vers 19, 1. Korinther 6, Vers 19, oder wollt ihr nicht, dass dein Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist, der in Jüd wohnt, in den die von Gott haben, die einen Jüd nicht selbst. Wollt ihr diese Schrift der Christen, das ist was die Glauben haben, was den Heiligen Geist in ihren Wohn haben, was den genommen haben, zu der Zeit, als wir uns der Entscheidung merken, dass wir wollen anladen als uns persönlicher Heiland, dann wird wir gefällt von den Heiligen Geist und der Heilige Geist tragt in uns nähen. Und das ist der Tempel, wo er dann wohnt. Und er sagt, der hier euch selbst, das ist nicht jünger. Einige Menschen, die sagen vielleicht, das ist mein Körper, ich kann mit dem tun, was ich will. Das kann man das kein Wort, das ist mein Körper. Ich habe Frieden zu tun mit dem, was ich will. Aber der Schrift sagt nicht, dass wir die Frieden haben zu tun mit dem, was wir wollen. Er sagt, dass die hier nicht uns selbst. Er sagt, ihr sind für einen dieren Priester gekauft. Deswegen verherrlicht Gott mit ihren Körper. Und das ist wichtig, dass wir uns loten von den Heiligen Geist leiden. Und wir wollen nicht untersichern. Wenn wir nicht loten den Heiligen Geist regieren in uns Leben, dann wollen wir nicht überkommen von diesen Versicherungen, die wir jeden Tag im Leben machen. Paulus, der schreibt auch von sich selbst, er hat ein gutes Beispiel, was es wird, wenn einer den Fleisch der Wellen leidet. Er sagt, er will Gott tun. Er hat ein Verlangen, Gott zu tun, aber immer war er drauf, dass er das, was er nicht will tun, dass er immer war. Und das, was er will tun, das er nicht. Und er sagt in Römer Kapitel 7, Vers 18, wie es ich weiß, dass in mir, das ist in mein Fleisch, wohnt nur Gott. Den Willen Gott zu tun habe ich, also er hat den Willen Gott zu tun, aber ich bringe das nicht vor dich. Und sagt in Vers 19,
Dat goudet dat ik doen mocht, doe ik niet. Dat beide ober doe ik niet doen, wat ik niet doen mocht, dat doe ik. Also krijgt dat jene, wat hij een verlangen had te doen. Fleischlich wie hij schwach. En we weten dat in ons Körper, dat je allemaal teruggaan. We hebben den Heiligen Geist, aber wir sind noch im Fleisch. Das ist immer ein Streit, ein Zank in uns, wo wir müssen jeden kämpfen. Und wir müssen den Heiligen Geist leiden und führen, den anladen und mit Gott sein Wort umgehen. Deswegen ist es so nötig, dass wir Gott sein Wort studieren, dass wir dort im Denk holen und kämpfen gegen den Feind. Dat zijn de dingen wat we brauchen doen te kämpfen, jene Versicherungen, die wir haben, jeden Tag. Jeden Tag, wenn wir abstehen, dann wo wir mit einer Sache oder mit einer anderen Sache, wo wir versagt worden. Und wo können wir sichern in diesen Tiden? Und Paulus sagt auch, wer wird mir Elend gebrach von den Todeskörper freimerken? Er weiß, dass das wieder von den Todeskörper. Hij naam dat elende wraak. En dat is wat het is. Hij zegt, wer wordt mij vrijmerken van dit? Maar God zij dank dafür, dat we gaan arm. God zijn heilige Geest hebben we in ons, de kracht, die mag jeden dit te kämpfen en te streven. En we brauchen ook einer den anderen. Weet je, wenn wir weten doen, dat als wir dat met eens wat kämpfen, en we dat weten doen, dan zal we als Christen, als Brüder im Herrn, met die stehen und proben im Gebet zu kämpfen. Ich sage immer, so mutig, wenn wir hier kommen und zu Gebet stehen. Dann haben wir hier Menschen kommen fern in der Teil mit von, wo sie leiden müssen, wo sie kämpfen müssen und verschiedene Dinge an der Frau und Gebet. Und dann haben wir oftmals hier, nächste Mal, wenn ich einmal, haben wir hier, wo sie haben sich gekriegt. Und das ist modern Gebet. Und da müssen wir anstehen, einer für den anderen. Uns fehlt das an einer und den anderen. Und wir können auch sagen, das soll sein, dass Jesus wird versagt. Und wo wird er versagt? Als er allein wieder in der Wüste. Da wieder findet bei ihm für 40 Tage und probiert zu versegnen in verschiedenen Städten. Und gleichzeitig wird uns auch, wenn wir uns Loten allein kriegen und sagen, wo haben, dann wollen wir das versagt worden. Eins muss glaube ich vielleicht, ich kann das selbst handeln, ich will das alles kann tun. Aber dann, einmal wollen wir uns selber in der Versicherung gefallen, geroden, und dann da kommen, das ist so viel schwerer. Und man wieder kann verbiegen. Und was immer das braucht, und dann, wir machen uns demütigen und gehen nach unseren Brüdern und Schwestern und sagen, hey, ich habe mir fehlt Hilfe. Das ist wo ich bin, sie, und ich kann das nicht allein, mir fehlt ihnen Hilfe. Das ist die Anstund für mich im Gebet. Und dann beten einer für den anderen. Dort ist der Weg, wo wir können in das Versegnung sichern. Mein Gebet ist, dass die wollen, wenn die Probleme haben mit was immer, dass die wollen demütigen in den nächsten gehen. Und dann nur Gott sein Wort gehen. Dort brauchen für unser Haupt, dort für uns Schild brauchen. Das Schwert, was er uns gegeben hat. Wir nach dem Schluss nach dem Beten. Gott, himmlischer Vater, wir senden dir jeden Wort hier von der Samarias. Wir danken dir, Gott, dass du hier mit uns bist. Wir danken dir auch, Herr, für den Wort, was wir haben dürfen lesen und übergehen und sein, wo du dort toll dass den sehen, Jesus Christus soll versagt werden, für dich der jeden Feind mit seinen Dingen, was er braucht, haben am Versegen. Wie kann auch sein, dass der selbe Feind von der und da heute noch arbeiten wird in uns Leben, wo er uns braucht zu versegen in sein Verlangen ist, dass er uns das Leben verdorben wird und dass wir in der Versegnung fallen. Aber ich danke dir, Gott, dass den Sehen hat uns ein Vorbild gelassen, wo wir uns wehren gegen den Feind. Das ist dein Wort, dass wir, wenn wir dein Wort brücken und sagen, das steht geschrieben, das da wir nicht tun oder dort wir nicht tun. Dass wir dort brücken für uns Gewehr. Ich danke dir, Gott, dass wir das Gewehr haben. Weil wir wissen, dass in unserer eine Kraft im Fleisch haben wir nicht die Macht. Wir haben nicht die Macht. Help uns, Gott, dass wir uns demütigen, wenn wir in Dingen Probleme haben, wo uns Hilfe fehlen, dass wir wollen sein, unsere Brüder und Schwestern zu gehen. Gib uns die Kraft, dass wir das tun. Und dass wir auch so bekannt werden mit dem Wort, dass wir können, dem Wort brücken, so darf es sein, dass ich dem Wort in mein Hort, dass ich nicht sündigen, dass wir das brücken. Dass wir dort wollen zu Hilfe nehmen, dass wir nicht wollen, uns auf unsere eine Kraft verloren, weil wir weiten
in onze ene Kraft, habe ich keine Macht. Dann habe ich keine Macht. Gott, wirst du uns fallen und uns leiden mit den Jes, jeden Tag, und dort, wo wir sind, wo immer wir gehen, in den Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.